würden Sie Ihre Heimat verlassen, um auf einem komplett anderen Kontinent nochmal neu anzufangen? Tedros Sereke aus Eritrea lebt am Samerberg und er hat hier im Gasthof Alpenrose eine Kochausbildung gemacht. Er kocht also typisch bayerische Gerichte. Damit kenne ich mich ganz gut aus. Ich bin im Wirtshaus aufgewachsen. Servus, einen guten. Aber eigentlich interessiert mich viel mehr, was die Menschen in Ostafrika so essen. Spoiler, ein richtig geiles Brot. Hallo, servus. Servus. Hallo. Tedros, grüß dich. Alles fit? Geht's dir gut? Servus. Stören wir euch gerade im Mittagsgeschäft wahrscheinlich. Ja, die Fahrt so. Bin gewohnt. Bist du gewohnt, dass Leute stören? Und was kochst du am liebsten bayerisch? Schnitzel mag ich auch panieren, aber das ist nicht so dramatisch. Was sonst? Käsespätzle oder... Na, wie heißt das Hallo? Kaspersknödel. Kaspersknödel. Ja, aber esse ist das nicht. Aber du isst es nicht, aber du kochst es Ich gerne. das gerne, aber esse ich. Also du machst super Kaspersknödel, aber du isst sie eigentlich nicht. Das ist souverän. Die sind immer da, wenn ich mache. Ja, ich habe vorhin gesagt, wir machen Brot aus Eritrea. Wie heißt das? Ingera heißt es. Ingera. Ja. Und ich habe mitbekommen, deine Kollegen und Kolleginnen, die nennen dich Teddy. Abkürzung für Tedros. Außer die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter? Die nennt mir anderes. Bist du die Schwiegermutter? Ja, sagen wir. Er ist mein Sohn, das heißt übersetzt Schwiegersohn. Aha. Und das Herganger, der hat meine Tochter das erste Mal gesehen und war gleich mal schwer verliebt. Er war verliebt in deine Tochter? Ja, aber sie hat nie angebissen. Okay. Leider, gell? Ja? Dabei war es ein Traumschwiegersohn. Weil ich habe mir, wie lange bist du jetzt da? 7 schon. 7 Jahre? Ja. Noch nicht einmal schlecht gelangt gesehen. Echt? Ja. Meistens hat er noch irgendwo, hast du jetzt, sag mal schnell, hast du manchmal hat er irgendeinen Aufkleber vom Obstgarten oder einen Topflappen auf dem Kappelchen. Ne? Also macht's Arbeiten mehr Spaß. Ja, klar. Und die beste Leber macht er. Besser als der Chef. Wir machen heute aber keine Leber, sondern ein Fladenbrot aus Sauerteig. Und dazu braucht man eigentlich nur Wasser, Salz und ein spezielles Mehl. Was haben wir jetzt hier für Mehl? Da Das ist habe ein ich besonderes Teffmehl. Mehl. Teffmehl. Ja. Teffmehl ist Vollkornmehl hergestellt aus weißem Teffkorn, Zwerghirse. Das kann man im Bioladen kaufen. Ja. Dann gib mal zum Beispiel so. Das ist heiße Pfanne. So. Das wird jetzt angeröstet. Ja. Machen wir nur ein bisschen jetzt. Versuchst du auch, dass du keine Dings kannst du aussuchen. Keine Klumpen? Ja. Oh, okay. Ist das Nationalgericht in Eritrea? Ja, das gibt's immer, ja. Und wie hat deine Mama reagiert, als du gesagt hast, du gehst? Ich habe nie gesagt. Du hast nicht gesagt. Ich habe nur abgehauen. Ich kann nichts sagen. Du bist einfach, Ja. weil, warum? Ja, Weil du es nicht übers Herz gebracht ja, hast. das ist schon schwierig. Ja. Es ist immer noch schwierig. Jetzt, wenn ich sage, ich bin hier, mir ist gut, dann trotzdem haben die so Angst. Eritrea ist eine Diktatur. Alle jungen Frauen und Männer müssen zum Militär. Offiziell 18 Monate, inoffiziell auch mal jahrzehntelang. Teddy sagt, es gibt dort keine Hoffnung. Und deshalb ist er im Alter von 19 Jahren geflohen. So. Also wir haben jetzt da drin nur Mehl, Wasser, Salz. Ja, Und das ist alles. ja, lass du jetzt so ruhen, 2, 3 Tage. 2, 3 Tage ruhen lassen. Ja. Oder kannst du auch einen Tag, wenn es kommt, dann schaust du immer nach. Wenn es nicht kommt, dann gibst du ein bisschen Hefe. Wenn das kalt ist, sowas. Aha. Dann gibst du die Hefe, dann wenn das ein bisschen raufkommt, dann Okay, also man macht das 2 bis 3 Tage abgedeckt an einem warmen Platz. jawohl. Und dann merkt man, dass Bakterien quasi zum Blubbern anfangen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert oder man das schneller machen will, dann macht man einfach ein bisschen Hefe dazu. Hefe, ja. Das schaut ein bisschen aus wie Kartoffelbrei. Also es fühlt sich an wie im Kindergarten, als man Matschepampe gemacht hat. Wird noch mal dünner. Noch dünner, ist klar. Was ist jetzt in Eritrea. Was ist jetzt in Eritrea besser als in Deutschland? Das Beste ist in Eritrea. Ja. Hier kennst du vielleicht manchmal deine Nachbarn gar nichts. Bei uns kennst du fast ganzes Dorf oder ganz Ah, okay, also in Eritrea kennt sich jeder im Dorf. Ja. Und hier, selbst hier im Samerberg nicht, oder? Da, Hier ist auch besser, aber wenn du irgendwo in die Stadt gehst, ja.
Viele kennen nichts ihren Nachbarn. Ja. Das ist schon schwierig. Traurig. Ja, Aber manchmal auch schön. ist schon manchmal. Manchmal. Kennen muss man ein bisschen. Ja, das stimmt. Es kommt immer darauf an, ob das ein cooler Nachbar ist oder nicht. Ja, aber Der zweite jetzt, die brauche ich zum Alpaka umführen. 5 Minuten haben wir's. Top. Alpakas. Damit habe ich halt nicht gerechnet. Ja, aber bevor der Ring... Der Ausflug war tatsächlich nicht geplant, aber Teddys Chef Flo Lerche ist weltoffen, eher spontan unterwegs. Und so kam es, dass Flo's Sohn, der Sebi, und die Küchencrew, Noah, Teddy und ich, 3 tierische Rasenmäher von A nach B bringen durften. langsam. Und bloß weggeht dann? Oh, bravo. Jawohl! So, auf geht's. Auf geht's. Genießt seine Freiheit. Ihr seid frei. Gras für die Alpakas, für uns gibt's Brot. Diesen Teig hat Teddy vorbereitet, der stand schon einen Tag, der schmeckt leicht säuerlich und den gießt man ganz dünn, ohne Fett, in eine heiße beschichtete Pfanne. Das ist wie so ein Crepe-Teig eigentlich fast schon. Das ist nichts perfekt, aber geht schon, weil schauen wir mal, was das wird. Und dann der Deckel. Der Deckel drauf. Und wie lange dauert das? 1 bis 2 Minuten. Ich glaube, ich in 1 Minute ist fertig. Schauen wir mal. Ja. Schon besser sein, aber. Schaust du an, ha? Das ist ganz schön wunderbar. Und die macht man immer vorher, also nie frisch, sondern die bereitet man vor. Und dann, wenn die Gäste da sind, Dann machst du nur deine Gerichte warm, das bleibt immer unten. kommt das in den Korb und dann ist das die Basis quasi für alle Gerichte, die dazukommen. Ja, genau. Proteine, Ballaststoffe, kein Fett, dafür viele Kohlenhydrate. Injera schmeckt wie das Innere von einem Sauerteigbrot. Heißt, es eignet sich hervorragend zum Tunken. Und da kann man jetzt alles reinmachen, oder wie? Ja, du kriegst da alles jetzt. Zum Beispiel, da habe ich Linsen. Vegetarisch, Das kriegt jeder in seine Zeit, weil wir essen alles zusammen. okay. Und da könnte man jetzt auch Gulasch reinmachen So oder... alles. Das kann man auch nur vegetarisch auch machen, wenn du das willst. Und isst man viel vegetarisch in Eritrea, oder? Ja, viel. Ja? Besonders in Fastenzeit ist man nur vegan die 55 Tage. Aber bei dir ist keine Fastenzeit. Ich kann das nichts machen, weil ich bin da. Ich Muss bin der Koch. Ja. Ja, da habe ich auch ein bisschen Salat auch vielleicht. Das Schafkast. Sauschön. Ein bisschen Oliven. Also beim Essen kommt man immer zusammen. So ist das. Deswegen heißt das nur so. Was heißt das übersetzt? Für alle. So was, ja, so alles. Familie so. Sind wir fertig? Ja, mache ich vielleicht ein bisschen was so. Was Amaranth, ist da habe ich noch. Damit ist noch das? Amaranth? Amaranth. Ja, kennt man vom Frühstück. Ja. Dann nehmen wir das auf Und dann der Deckel drauf. Deckel. Okay. Dann nehmen wir das auf Tisch. Dann jede Seite kann ich auch das extra servieren. Dann würde ich sagen, dann essen wir jetzt mit all deinen Freunden. Ja. Ja? Aber das ist mal mit Hand. Mit der Hand. Müsst du die Hände nehmen, über alles tauchen. Kannst du auch mit Gabel Ich essen. reise ganz gern. Also in Indien ist es so, dass die linke Hand ist unrein, nur die rechte Hand ist sauber. Also man muss mit der rechten Hand Ja. essen. Das bei euch genauso Ja. in Eritrea. Cool, dann machen wir das. Ich esse eh am liebsten mit den Fingern. Ja, sehr, sehr. Sehr gerne. Ja, Bitte nach dir. gut. So. Auf der Speisekarte steht Injera eigentlich nichts, aber für seine Freunde kocht er gerne mal das Brot aus Eritrea. Die Wirtsleute Flo und Tina, Bedienung Anja und Küchenkollege Noah. Zeig mal. Ja, kannst du auch zu jeder geben, so. Schatz, ja? Schön, gell? Wunderbar. Ich hab schon, ja. Schon so.
Dann tauchen wir überall, das wird, wo ihr das wird. Wie ruhig das plötzlich im Wirtshaus ist, gell? Dann kannst du nach und nach essen. Ich habe am Anfang gemeint, dass es ein bisschen zu sauer ist, aber mit dem Beilag ist super. nichts so. Das ist voll gut. Kannst du öfter machen, Teddy. Dann würde ich sagen, Teddy, schön, dass du da bist. Danke auch. Wir sind auch